Jakob hat geheiratet und Gott hat ihn gesegnet mit 12 Kindern und er hat seinen Sohn Josef mehr geliebt wie seine anderen Kinder. Einmal hat Josef geträumt und hat das von seinen Geschwistern erzählt. Er hat so gesagt: Ich habe geträumt, dass wir im Kampf waren, Weizenpitsch zusammen am Binden. Auf einmal hat meine Putsch sich aufgestellt und eure Pitsch haben sich um den Raum gestellt und haben sich vor einem gebückt. Da haben die Geschwister gefragt: Willst du sagen, dass du unser König gibst und dass du an uns schicken tust? Und haben noch mehr Hass geriet offen. Und da sind Josef sein Bruder, sein Vater sein Chef auf den Kampf vorgegangen. Jakob sagt über den Josef: Geh mal hin und guck, ob's dein Bruder gut geht, und bring mir Ader. Josef sein Bruder hat ihn von weitem gesehen und hat angefangen, Pläne zu machen, vom umzubringen. Da sagt sie: Kommt, wir tun ihn jetzt umbringen. So wollen wir mal sehen, wo dem seine Träumerei hinführt. Da hat einer von denen ewig sein Bruder gesagt: Anstatt ihn umbringen, können wir ihn nicht verkaufen als einen Sklaven. Die Geschwister haben zugesagt und haben ihn verkauft für Leute, die noch mehr Schiff am Reisen waren. Da haben die Geschwister ein Kaprit kaputt gemacht und mit dem Blut haben sie Josef sein Kleid verplagt und haben das ihm Jakob gezeigt. Der Jakob hat gedacht, dass ein Wildtier ihn umgebracht hat. Die ganze Familie wollte ihn beruhigen, aber er hat nichts angenommen und sagt: Ich bleibe in Trauer wegen meines Sohnes, bis ich ihn treffe in der Todesanwelt.